Und zwar schalten wir lo op Berlin, und zwar op der Prenzlauer Berg. Und du siehst auch Marion Dengler, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Das ist die Geschichte Nachtblüher, ein Name von einer Pflanze, die auch nur blüht. Und vielleicht gibt es für dich etwas über Marion Gewur. Voilà, also Marion Dengler, wie wir das schon gerade mitgekriegt haben, lebt zu Berlin, wo er doch schafft als freischaffende Illustratorin. Er hat 2008 sein echter Comic publiziert, nämlich die Verflechtung. Und das ist am Anfang ein Comic, den Elemente aus dem Märischer überhält für so ein mit düster und Gothic Manier zu erzählen, die Geschichte von zwei Schwestern, die auf der Sicht nach ihrem Pap ein Art Familiengeheimnis lüften. An dieser Geschichte geht es da wohl echt an echter Linie effektiv um eine Transgender-Geschichte. Und da ist es aufgefallen, weil wir auch darüber diskutiert haben, dass am Comic bleibt die Ambiguität zwischen den Personagen immens lang bestehen. Wenn er dann einem Text hört, muss er irgendwann ein Klarheit schaffen, weil er sich mit der Wirde aber verrät oder der Leser mitkriegt, wenn er immens lang rund um den Bereich schwätzt. Wenn er nur an einem Film zum Beispiel oder an einer Serie wäre oder einem anderen audiovisuellen Medium, da müsste ein Personage ein schwätzen und da wäre ein mehr sicher, wie ein Personage das los. Als BD do wirklich etwas, wo kann die Ambiguität, die es auch an der Transgender-Debatte gibt, über eine ganz lange Zeit halten, ohne sie am Anfang wirklich müssen abzulesen. Meine Überlegung wurde einfach für das so fließend anzubauen, dass du nicht auf ein Kehr sagen 10 Uhr, wo du sagst, bumm, ich bin den an den, ich bin aus der Kaserne von da, wo dann, ich wollte quasi den typischen Schockmoment evitieren, so, oh nee, du bist ja wirklich Kate, wie lo gibst du ein Mann? Das wollte ich halt evitieren. Ich wollte halt einfach so ein bisschen so wie Brotgrimmeln halt sehen, so, hat schwarz Deutsch, hat schwarz von einem so, ja, mein Kollege, den hast du an die Sache wolle gegangen, dann hört mir ab ins Mattbrot oder so, oder oh, ich muss zurück, du hin, und dann schlussendlich gesagt, ja, dass so, oh, mein Alltag geht immer mich schlimm, und du gesagt, den hat dann an Uniform, und du hast da so, oh, also hat er den Soldat aus der Kaserne. Ich wollte halt wirklich vermeiden, dass in dem so den typischen Moment hat, wo hat dann enthüllt wird. Was ja irgendwie auch ein bisschen ziemlich dehumanisierend ist und das wollte ich eigentlich nicht tun. Du wolltest das so viel Ambiguität dran haben wie möglich. Kann ich hier kurz anhaken? Vielleicht für die Leute, die die Geschichte nicht kennen. Also das ist eine neue Interpretation vom Dixinger Mumseis. Kann ich nur so auf einer ersten Ebene, wo man ein Zaldote lebt von einer Lützebäuerin mit einem deutschen Zaldot. Wir wissen, Mumseis trauert dem Leben vom Gottlieb Pura, der Kanonier ob darum, den sie am Stück nicht wollt, an den sich dafür an der Tod stürzt. Leider geht es ein auch verboten lebt oder ein lebt, die nicht gesellschaftlich valorisiert das zwischen der Lützebäuerin, der das Celestin, geht auch nach Zelli genannt, an einem deutschen Zaldot, der, wo eine Frau ist, das Zaldot Fürstenkamp hecht aber dann auf verschiedene Plätzen Helen oder Leni. Die Frau, die wir uns gestaltet tun, der will denken, Transfrau as déi durchgestalt gëtt, dass also eng Frau der männlech Geschlecht zugewiese gëtt, dass an der Form as se dann Zaldot, aber se will sech gewässermoose gesellschaftlich emanzipéiere fir die Left können auszuliewen. Ass dat plus ou moins? Ja, das eigentlich, ja. Also das tat die Idee mit der Mumseis, dass mir auf den Falls kommen, weil du auch dann dem Lied aus dir auch tragisch an und ich mir gedacht, so, okay, ich hätte gerne die lesbische Liebesgeschichte, ich hätte gerne aber ein Happy End. Also man sieht das tragisch ausgegangen, wir heute will ich aber unbedingt den Happy End tun und du willst von einem das fantastische Element dran mit dem so wo hat er mit durch Geisterkräften halt die Scheintod erlebt und dann hat nur vom Sally dann ausgebuddelt gött und da können sie komplett anonym erkennen, dann sie immer fortlaufen. Und das war die Idee rund so, ich hätte gern halt die Liebesgeschichte mit einem Happy End, aber ich hätte auch gern Geistergeschichten dran, für das Ganze ein bisschen fantastisch zu machen.
an auch für weil Sally geht das an schon vergleichsweise lang am Grund schon rundherum schwirft erlieft. Das hat quasi schon so viel Leute gesinn huet, dat wann hat Helene da begéint an Helene him dann erzählt wat op se hue mat Tim, dat zahl die dann direkt so, okay, Problem, so ich schon alles gesinn, so du warst flott an gerne wat dir zu summen. Net wo hat die ganz Idee, weil sie ja 14 Seiten an ich muss halt so okay, ich muss nur die Liebesgeschichte erklären an dann noch nach so den Konflikt, wie komme se lo zu summen, also wie könne se überhaupt zu Summe bleiben. Und das ist dann einfach die Gestergeschichten, die noch beim Nicola Gret Canolje sind, hat mich auch bei dem inspiriert. Das stehe einfach angebaut. Okay. Das immens flott auch effektiv an den am Hannergrund lohnt Tritter gesagt, ich schon auch mit dem Stil gefrot, den immens interessant, dass er immer auch ein bisschen an die Richtung geht von dem, was an der Zeit, wo die Geschichte spielt, auch un Kunst gemacht gin ass. Ich denke bisschen und du fäng vun engem Art Nouveau oder auch ein bisschen Präraffaeliten, weil viel auch das Sujet vom Wasser huet, den Sujet von der Geesterwelt, den bisschen mi düster Farben, Tor vun de Personagen hun bisschen ab es wat an die Richtung geht. Sind da die Inspirationen gewircht für die dort für de visuell von dem du Comic? Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine größte Fan von Art Nouveau an Art Deco an alles wie du gerade gesagt hast, alles Dayzeit sind ich immense Fan von der Kleider an Tor an alles und du wolltest natürlich, weil das ein Thema auch gut gepasst hat, wollte ich das unbedingt mal abbauen und du ja das war definitiv meine Inspiration und du bin ich auch froh, dass du da doch so offensichtlich rüber kannst. Gut. Das ist auch wunderbar, das ist tatsächlich eine Erzählung, an der hat ganz viel Zitate gehen. An diesem Fall aber so auf der einen Seite Bildzitate, auf der anderen Seite Zitate zu literarischen Texten. Bei den Bildzitate kann das unter ein wunderbar Pietà-Motiv. Auf einer Planche dabei. Kannst du dazu etwas sagen? Ich hatte das auch gut zu gesinn, dat dat so offensichtlich ist, wobei natürlich auch so okay, so hoffentlich schon letzte Deck abgedroht mit dem Ganzen. Aber ja, wo schon die Überlegung so aller so der was halt Delete do an Delete das komplett unnötig eigentlich. So das halt wirklich so, wohin halt das gefüllt soll und so da den halt wirklich emotional bewegt das und auch natürlich an der Planche, wo sind Geesterfreundin, dann einfach auch so Rosendra guckt, wo ich dann auch wirklich wollte, so dass in den Beschützerinstinkt auch gesagt, wo hat er wirklich so aus so heute die Situation ja schrecklich und ich will nicht, dass das so weitergeht, ich muss unbedingt etwas machen und ich will halt Helene beschützen und ich will, dass es ihm gut geht. Ja. Also das ist ein komplex erzählten Geschichte, auch von der Bildmotivik, das auch eine komplex intertextuelle Geschichte, also nach eng Melusina, die mat optaucht. Aber wann in sich Melusina gestalten an den letzten Jahren an der Lützeburger Literatur, an noch an der Bildmotive anguckt, so eine Geschichte wie Hai hat den Melusina noch nie gesehen. Das sind wirklich ganz neue Erzählungen, die do optauchen.